Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Schweizer F1 Podcast, dem Unsafe Release mit euren Hosts, dem Castle und dem Schubs. Wir bewerten heute die Liveries, die vorgestellt worden sind für die Saison 2022. Ihr dürft auch gerne in Discord joinen und im Textkanal unter dem Unsafe Release Podcast eure Meinung oder Bemerkung oder Frage auch reinstellen, die wir dann in Zukunft beantworten sollen. Wir wünschen euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. So, also dann legen wir doch gerade los und nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Wir fangen mit Haas an. Haas hat am 4. Februar am 12. Uhr am Mittag ihr Auto veröffentlicht. Und ja, da, wo wir gesehen haben, sind eigentlich nur Renderings gewesen, also halt Bilder, die am Computer erstellt worden sind. Und ja, da habe ich mich ja schon mal geäussert in ein paar Streams und auch, wo war das gewesen? Auf TikTok habe ich ja gesagt, das ist eigentlich ein Auto, das mehr ein bisschen Copy-Paste ist, also vor allem was die Lackierung anbelangt. Ja, also an der Barcelona-Testtag, vor allem am letzten Tag, ist ja dann nachher eigentlich der Uralkali-Sponsor bzw. die russischen Fahnen sind ja dann weggekommen. Das Auto war eigentlich blanko-weiß mit 1 und 1 drauf. Hat dann in meinen Augen schon ein bisschen besser ausgesehen oder ein bisschen anders ausgesehen. Ja, Gabo, was sagst du zum Auto? 1 und 1, Marcel Davis. Sorry, ich kann nicht widerstehen. Ich finde, der letzte Tag, wo es ganz weiss war, finde ich es schöner. Generell on-track, also ich muss sagen, wo der Livery Reveal zum ersten Mal war, muss ich wirklich sagen, hat ihm ein 4 von 10 gegeben. Und on-track auch jetzt wirklich die ganze Livery, wie sie gewesen wäre, ist für mich auf ein 6 gerutscht. Wirklich, es ist nicht schlecht, sie ist nicht schön, sie ist einfach nicht innovativ. Also, und da gibst du trotzdem noch 6 von 10? Ja. Was? Weil ich finde, also ich habe die Delivery letztes Jahr, ich habe sie wirklich auch schon schön gefunden. Auch wenn ich finde es schade, also Haas 2020, einfach mit dem Grau und Schwarz und Rot, so finde ich es eigentlich richtig schön. Aber rein objektiv bewertet finde ich die Livery an und für sich, ich finde sie schön. Ich habe gerne so helle Autos, weiße Autos. Also grundsätzlich kann ich wirklich locker ein 6 geben. Okay, also ich sehe es ein bisschen anders. Wie immer. Nein, also ich sage mal so, rein weiss würde ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen jetzt ja da die Liveries schauen wir jetzt am 6.3. an. Also es ist schon ein Weile her, wo die Autos bekannt sind eigentlich. Und ja, wir haben sie ja auch schon on-track in Barcelona, eben auch rein weiss nur. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe ja eigentlich zu jedem Auto ein TikTok gemacht und habe gesagt, wie ich es bewerten würde. Also wir tun jetzt auch hier in diesem Podcast oder jetzt in dieser Episode in das Auto von 1 bis 10 bewerten. Und ich würde im Haas weiterhin ich weiß es nicht mehr, aber ich würde jetzt, wenn er jetzt mit der russischen Fahne und alles so gefahren wäre, wäre das genau gleich wie letztes Jahr, würde ich ihm ein 3 von 10 geben. Und jetzt, weil er halt rein weiss werden, oder wir wissen ja nicht, wie er dann in Zukunft aussehen, wenn überhaupt, wer der neue Hauptsponsor könnte werden von Haas. Ich würde ihm jetzt mal rein weiss nur ein 4 von 10 geben. Also ich finde ihn einfach zu unauffällig und also das hält mich jetzt nicht so aus den Schuhen oder gerade so, dass ich müsste sagen, so mal 6 von 10, ich finde das schon recht starke Bewertung schon für so ein Auto. Ja, aber da muss ich auch sagen, das ist mit der Russenflagge. Ich finde mit der Russenflagge 6 von 10, weil ich finde, es ist gut simpler geworden. Ganz weiss gibt es ein 0, sind wir ehrlich. Weisses Auto kann jeder selber designen. Also ich hoffe, dass sie wirklich irgendetwas machen. Entweder mit einem Hauptsponsor zusammen oder zurück zu den Autofarben gehen. Ja, also ganz weiss wollte ich nicht mal bewerten. Okay, ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter zum nächsten Auto und das ist am 9. Februar auf die 5 ist es vorgestellt worden und zwar von Red Bull.
Und ja, Red Bull hat ein Auto rausgehauen, wo man kann wirklich sagen, das Auto ist wahrscheinlich in der Marketingabteilung zusammengebaut worden. Und das ist wahrscheinlich auch dort darüber abgerechnet worden. Ja, also ich habe mich ja dort auch schon mal ein bisschen geäussert zum Red Bull. Ja, ist halt immer das Gleiche, aber ich verstehe es. Ich meine, Red Bull hat seit Jahren eigentlich immer das gleiche Design drauf und ich meine, sie können auch vielleicht wahrscheinlich nicht groß etwas anderes machen, weil ihre Autos nicht nur in der Formel 1 so aussehen, sondern durchgehend eigentlich in allen Motorsportkategorien, also sogar auf der MotoGP sehen eigentlich die Anliegen fast gleich aus mit dem Stier und mit dem gelben Hintergrund. Also es sieht eigentlich überall immer gleich aus. Sie haben halt einfach nochmal einen neuen Hauptsponsor, weil ja Dings abgekumpelt ist, Honda sozusagen. Es ist ja vorher eigentlich Red Bull Honda ja geheißen eigentlich. Oder wie jetzt geheißen? Honda Red Bull Racing, Red Bull Honda Racing, so ist es glaube ich gewesen. Honda Red Bull Racing. Nein, ich weiß es auch nicht. Ja, jedenfalls hat man jetzt halt auf dem Seitenkasten einen neuen Hauptsponsor drauf. Und was mich extrem gestört hat, aber was zum Glück dann nachher bei den Barcelona-Tests weggekommen ist oder nicht mehr so gross war, ist die riesen gelbe Nase vorne, die hat mich extrem gestört auf dem Bild. Die haben es zum Glück weggenommen oder beziehungsweise ein bisschen kleiner gemacht. Also das Auto, das man in Barcelona gesehen hat, hat schon besser ausgesehen. Auch mit dem Sidepod, das war brutal gewesen. Oder mit dem Unterboden, der so weit rausgestanden ist, war auch krass gewesen. Ich würde beim Red Bull, muss ich ganz überlegen, ich würde jetzt, so, wo ich ihn noch mal gesehen habe, etwa so 6 von 10 geben. Hat mir schon gefallen, aber es ist halt ein bisschen lame, weil es halt immer das Gleiche ist seit 2017, 18. Ja, würde ich etwas geben. Was würdest du ihm geben, im Red Bull? Ja, also ich muss sagen, da stimme ich dir absolut zu. 6, ja, vielleicht 7 von 10. Es kommt noch darauf an, wie sie dann effektiv auch im Bahrain werden fahren. Du hast schon angesprochen, also die hure Bananennase vorne war definitiv zu lang gewesen, mit dem Gelb. Und also was mich halt da wirklich stört, einfach der riesen fette Honda auf dem Rückspiegel, auf dem Rückflügel. Ich vermisse es einfach. Und das Oracle, das sieht einfach nicht ansatzweise gleich geil aus. Was mich eben stört an den Barca-Fotos, ist, dass sie, du hast ja gerade gesagt, der Unterboden, der so weit raussteht, und direkt unter dem Sidepod haben sie alles noch Carbon gelassen. Und ich finde das so hässlich. Wenn sie das noch ändern, wieder zu einem 7 gehen, weil ich finde die Livery an und für sich wirklich schön, auch wenn es immer die gleiche ist. Ja, aber ich würde schon auch begrüßen, weißt du, jetzt haben sie gerade das Jahr, haben sie ja überall auf dem Teamkit den vom Red Bull Ring den Bullen genommen. Den fände ich schön, wenn sie den irgendwie auch integrieren würden. Oder ich sage auch schon lange, ich fände es viel schöner beim Frontflügel zweimal das Red Bull-Logo anstatt Red Bull ausgeschrieben dort lassen. Ich finde, es gibt vieles, was sie schon längstens könnten verändern. Wegen dem, mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben, gebe ich auch ein 6. Okay. Ja, mal schauen. Eben, vielleicht tun sie noch etwas anpassen, aber eben wegen dem Sidepod, der ja unten da Carbon war, man hat ja spekuliert, dass ja das eigentlich eine recht kurzfristige Änderung war vom Design und wegen dem gar noch nicht lackiert war. Dass man das auf Barcelona-Tests einfach so parat hat, dass man es testen kann, ob es funktioniert oder ob man es noch mal ändern soll. Mal schauen, was im Bahrain dort steht. Eben, kann sein, dass es dann nachher lackiert ist. Wer weiß. Wer weiß. Dann gehen wir weiter zu Aston Martin. Die haben am 10. Februar das Auto vorgestellt, am 3 am Nachmittag. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das überlasse ich jetzt erstmal dir. Ich würde sagen, weil da scheiden sich die Geister, das weiss ich jetzt schon. Ich war 2021 auch enttäuscht, wo BWT noch reingekommen ist und sie einfach den Teal Stripe, den sie hatten, einfach kurzerhand mal pink gemacht haben. Weil ich liebe die Aston Martin Racing Colors. Auch in der DTM-Serie beispielsweise, wie sie mit dem Teal arbeiten, das Knallgelb, das heisst ja Teal, und wie sie es integrieren. Ich finde es super sexy. Farbgrün an und für sich und für mich vor allem auch das Design vom Auto, weil es so boxig ist. Ich finde das wirklich eine der schönsten Liveries auf dem Track. Ich würde ihm gerne eine 10 geben, aber der ganze Stripe ist mir zu simpel und das Aston Martin Logo und der Name auf dem Sidepod dürfte nicht auch teal sein, das müsste weiß sein in meinen Augen und wegen dem
Und weil er auch zu fest wie ein Mercedes-Klon aussieht, gebe ich ihm ein 9 von 10. Okay. Ja, also eben, jeder hat seine eigene Meinung, ja, und das ist auch alles in Ordnung. Also, was ich muss einfach bei Aston immer wieder loben, ist einfach, muss ich schon auch sagen, die Farbe. Also das British Racing Green heisst ja die Farbe, finde ich einfach richtig geil. Die Farbe gefällt mir. Also auf den Fotos, die wir gesehen haben, da bei der Präsentation, ist es immer recht hell gewesen, aber in Nacht ist die Farbe eigentlich ein bisschen dunkler. Und ich finde das wirklich hure geil. Jetzt, was du aber geil gefunden hast, was ich aber eben scheiße finde, sind eben die gelben Streifen, also die neongelben Streifen. Ich weiss, es soll halt eben eine Anspielung sein auf Aston Martin, eigentlich auf die Sportabteilung von Aston. Also ja, gut, Aston hat ja nicht so eine Sportabteilung, aber so die Racing-Abteilung, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht. Also ich den letztjährigen Aston habe ich fast geiler gefunden, muss ich ehrlich sagen. Auch trotzdem pink drin. Ich finde einfach das Geile finde ich nicht so schick, wo noch dazu drin ist, so das Neongelbe, das stört mich ein bisschen. Das habe ich ja schon gesagt. Was ich aber muss sagen, wo ich sehr überrascht war, ist, wo sie ja die Kiemen hinten drin hatten. Über den Sidepods dort. Das hat schon recht geil ausgesehen. Sie sind da, glaube ich, in Barcelona mit dem gefahren, aber nicht mit allen Öffnungen, weil sie ja eigentlich zu wenig, also sind ja nicht müssen so stark kühlen. Ja, sie haben es ausprobiert. Manchmal haben sie die Hälfte offen gehabt, manchmal nur die vorne, manchmal nur die hinten. Das haben wir abgedeckt. Ja, und das habe ich geil gefunden, dass sie das so gemacht haben. Also, beziehungsweise, dass sie eben so die Kiemen drin haben. Das haben ja, also es ist ja nicht nur Aston, wo das hat. Aber ich habe es geil gefunden, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ich würde dem Aston etwa so ein 7 von 10 geben, jetzt, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm zuerst gegeben habe. Er sieht gut aus. Aber es ist nicht mein Favorite von allen Liveries, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt immer noch besser, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, du gibst ihm ein 3-4 oder so. Nein, so tief nicht. Also so habe ich beim ersten Mal nicht bewertet. Aber ein 10 von 10 oder ein 9 von 10 ist er definitiv nicht in meinen Augen. Stimmst du mir aber zu, dass rein von der Form her der wirklich mit Abstand am bösesten aussieht, der AMR 22? Ich finde, der sieht so nein. schlecht aus. Nein, finde ich nicht. Der kommt dann noch. Also. So, jedenfalls einen Tag später, am 11. Februar, am 8. Uhr, hat McLaren ihr Auto vorgestellt. Und dort muss ich gerade vorab sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Weil, also, das ist jetzt meine Meinung. Und viele interessieren sich ja für meine Meinung. Es ist zu fest angelehnt an die Gulf Livery von Monaco 21. Zu fest. Und ich habe gerade das Dunkelblaue, das sie zuerst drin hatten, also in der 21. Saison, haben sie mehr so ein Dunkelblaues drin gehabt, statt so ein Hellblau oder so ein, was ist das so eine Farbe? So ein, wie soll man den Blauton sagen? Ich würde jetzt Babyblau. Babyblau, ja. So ziemlich kann man es so beschreiben, ja. Das finde ich zu hell. Also wenn es dunkler wäre, würde es mir besser gefallen. Also zwar muss ich sagen, auf der Strecke in Barcelona hat er mir doch besser gefallen. Das Orange, ja, ist halt so, wie es in den letzten paar Jahren schon war. Da hat sich nichts geändert. Ich finde aber die Frontansicht vom Auto finde ich noch recht nice, muss ich sagen, vom McLaren. Auch wenn an der Vorstellung auch, also es ist ja ein echtes Auto da gestanden, wahrscheinlich jetzt aber auch mehr, das war eigentlich nur wieder ein Promo-Auto gewesen. Ich finde aber die Frontansicht schön, aber einfach das Blau zu hell. Das hätte es in meinen Augen dunkler machen können. Und darum würde ich einem McLaren, was habe ich vor dem Messen gegeben? 7? Ja, ich würde dem McLaren auch 7 von 10 geben. Ja. Boah. Ja, also, da scheiden sich die Geister. Meine ganz ehrliche Meinung ist wirklich einfach nur Jack. Also, ich bin maßlos enttäuscht. Ja, McLaren eigentlich, also vor allem der 2019er habe ich so schön gefunden. Und ja, Jahr für Jahr habe ich immer gedacht, es ist zu viel Blau drin, und es sind immer wie mehr Blau rein da. Und anders als du habe ich es eigentlich sehr begrüßt, dass sie das Blau auf das Golfblau haben ändern. Was nicht ganz stimmt, ist, dass das Orange gleich geblieben ist. Das ist heller geworden. Ist es heller geworden? Es ist heller geworden. Und gerade, es gibt zum Teil Fotos on-track, wo einfach siehst, wenn die Sonne voll drauf strahlt, hey, das sieht so ausgewaschen aus, das Auto. Okay. Also ich finde, sie haben es von der Farbe überhaupt nicht bereicht. Ich finde eben auch, dass das Golfblau, es ist zu penetrant.
Das stimmt mir zu. Es ist zu penetrant, es ist zu viel, definitiv. Und ich bin überhaupt kein Fan von dem Schwarz. Es ist viel zu viel Schwarz auf dem Auto. Der einzige Engel, der mir ein bisschen gefällt, ist von ganz vorne. Dort finde ich, sieht es einigermaßen okay aus, das Auto. Aber ich bin maßlos enttäuscht. Also ich gebe ein 2 von 10. Okay, krass. Also ich muss zuerst noch sagen, oder muss noch erwähnen, wo ich Teamkits gesehen habe von McLaren, so sind ja orange-schwarze Teamkits eigentlich, also so, wo man kann kaufen, der Merch. Habe ich so, oh geil, also jetzt wird's richtig geil, würde ich sagen. Also, weißt so orange-schwarz, kein Blau mit drin. Und ich denke, das wäre wirklich hure geil. Das habe ich eben auch gedacht, dass es orange-schwarz Und da ist eben noch Das so hat mich hure auch viel gefallen. Blau drin. Und das ist halt dann, das hat sich ein bisschen versagt. Also die Zeitansicht vom Auto ist gar nicht schön, die Front geht noch. Aber ja, ich sage mal so, ich bin halt einer, mir gefällt halt orange. Ich finde jetzt, auch wenn es heller ist, wie du sagst, obwohl das mir jetzt wirklich am Anfang gar nicht aufgefallen ist, ich finde es gleich noch schön und darum für mich immer noch 7 von 10. Also was mich auch extrem kratzt, ist einfach auch das Placement der Sponsoren. Das Velo auf der Seite. Das haben sie in Basel zwar nicht gehabt, aber ich finde das Wo sie es passt nachher? Sind sie gerade seit Tagen nicht drauf gehabt? Ja. Nachher Ich haben sie finde es drauf gehabt. Hässlich, das passt überhaupt nicht rein. Also Ja. wenn du das jetzt vergleichst mit dem IndyCar, das sie haben, das sieht viel besser aus. Also. Ja, und vor allem jetzt noch, gerade links neben mir habe ich eben noch die originale Golf Livery, wo sie in Dings drauf hatten, offen, von 21 in Monaco. Und die hat natürlich schon brutal geil ausgesehen. Oh, und wenn sie etwas hätten wollen, in die Richtung anspielen, dann hätten sie also die Farbe so wieder machen. Also das hat wirklich, blöd gesagt, doch mehr blau ist und weniger orange, also gerade das, was dir nicht gefällt. Aber es hat dort, wie sie es gefahren sind, ist es einfach hure geil gewesen. In Monaco. Ja, also wenn sie das ganze Jahr oder wenn sie wieder eine volle Sponsorship von Gulf hätten, hätte ich gar nichts dagegen. Ein ganzes blaues Auto auf der Strecke mit orangen Strichen drin. Also das würde ich lieben. Das hat wirklich geil ausgesehen, ja. Weiter geht's. 14. Februar, am 12 Uhr am Mittag, hat Alpha Tauri ihr Auto veröffentlicht. Und dort habe ich schon mal, muss ich ganz ehrlich sagen, gedacht so, wow, sieht das Auto geil aus. Ich weiß, ich bin glaube ich einer der wenigen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, im Netz so oder auf Social Media haben viele gesagt, ja, das findet Alpha Tauri jetzt nicht so schick. Ich wiederum finde ihn eigentlich recht geil, weil sie eben gerade die Farbe inventiert hat. Letztes Jahr war das Alpha Tauri-Logo schon weiß, jetzt haben sie es blau gemacht. Und auch der Schriftzug über den Sidepod rein habe ich richtig geil gefunden, oder finde ihn richtig geil. Und auch schon, wie das Auto so da steht, also gerade auf den Renderings, also wir schauen so, by the way, gerade die Bilder nebenbei noch an, weil sonst wäre es ein bisschen schwieriger, wie die Autos zu sehen. Also mir gefällt das Auto einfach. Ich finde auch auf der Radkäste hätte man noch etwas machen können. Statt einfach nur so schwarz oder Carbon-mäßig lassen. Aber sonst finde ich das Auto an und für sich mega schön. Und ich würde dem Alpha Tauri ein 8 von 10 geben. Was würdest du geben? Also für mich ist der Alpha Tauri ein bisschen zwischendrin. Was sicher stimmt, mit den Wheelcovers haben sie zu wenig gemacht. Also ich habe da schon erwartet, dass sie weiße Wheelcovers werden haben. Die werden das hat zwar aber schnell dreckig, darum haben sie es nicht gemacht. Ah. Ja, nein, also generell ist es halt mit den Wheelcovers hat eigentlich fast jedes Team nicht richtig oder nicht gut gemacht in meinen Augen, außer eins bestimmtes, wo wir dann später noch drauf kommen. Ja, ich weiß nicht. Für mich passiert einfach ein bisschen zu viel. Für mich wirkt das Delivery, als ob es irgendwie 3-4 verschiedene Designphilosophien gegeben hat. Dass die Farben inventiert worden sind, finde ich geil. Der Schriftzug darüber aber fände ich auch geil. Aber der Streifen, den sie unten und oben nochmal gemacht haben, finde ich viel zu viel. Flexbox vorne mit diesen unglaublich hässlichen orangen X's geht gar nicht. Das ist wirklich wüst, das wollte ich auch noch gerade sagen. Das wirklich, finde ich, geht gar nicht klar. Es trifft einfach, die Farben sind einfach komplett, aber das ist auch Sponsor, aber die Farben passen einfach nicht zum Auto, das ist so. Nachher vorführen auf dem Frontflügel sind viel zu viele Sponsoren drauf und nachher noch das Alpha Tauri Fits Body and Mind finde ich auch einfach nicht schön auf dem Frontflügel. Dort kannst du wirklich auch gescheiter den Bull drauf tun, schlicht bleiben. Also, was ich dafür wirklich Props an den, wo die Idee hatte, beim Rückspiegel
noch eine kleine italienische Flagge drauf tun. Das, das finde ich ein geiler Touch. Ist auch auf dem Frontwing aber drauf dort. Genau. Das finde ich wirklich sehr schön. Ich finde, die Delivery hat gute Ansätze. Ich finde sie nicht gut ausgeführt. Und wenn man nur die Pinstripes würde wegnehmen, Logos wieder ein bisschen besser placen von den Sponsoren, Frontflügel noch ganz überdenken und dann könnte er ein 7, 8 sein von mir aus, aber von mir gibt es es ist nicht schlecht, es gibt ein 5. Okay. Ja, das ist deine Meinung, also ist alles gut. Aber ja, ich weiß nicht, also gerade die Stripes, die du so ansprichst, ich glaube, die haben es einfach rein, dass man halt, sagen wir mal, so den Kontrast mal ein bisschen besser rüberbringen kann. Weißt du, vom Weißen auf das Blaue, weil sonst wäre es einfach jetzt so eine eintönige Linie. Und das, klar, es ist schwer zu vorstellen, wie es jetzt aussehen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das würde, glaube ich, nicht so geil aussehen. Wenn man jetzt einfach, weißt, vom Blauen gerade ins Weiße direkt übergeht, oder wenn es wahrscheinlich zuerst noch einen weißen Streifen trainiert und wieder einen blauen Streifen und dann ins Weiße ist reingegangen. Ja, das glaube ich auch. Also ein Gradient braucht schon, dass du einen Übergang eigentlich kannst haben. Ja, ich weiß nicht. Ich finde einfach grundsätzlich, wie ich vorher schon gesagt habe, mich dünkt, es sind 3, 4 verschiedene Philosophien aufeinander geprattelt und irgendwie hat man jeden zusammengewirkt. Ich finde, das könntest du noch einmal komplett überarbeiten, das ganze Design. Jo. Ja, mal schauen. Also eben die meisten Teams tun ja im Verlauf der Saison die Autos nochmal ein bisschen anpassen oder ändern, weil hauptsächlich Sponsoren weggehen und wieder kommen oder andere kommen. Das ist ja normal. Und ja, hier und da kann sich natürlich mal wieder das Design ein bisschen ändern. Dann. Genau. Was ich wirklich muss, ganz kurz noch schnell, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ein Prop muss ich schon geben. Sie haben sehr gut mit der Form vom Auto gespielt. Das sind wirklich sehr gut integriert mit Delivery. Das einfach so als letzter Punkt, das haben sie wirklich gut gemacht. Ja, also eben gerade Alpha Tauri, also der ausgeschriebene Schriftzug eigentlich über das finde ich wirklich geil. Der ist wirklich nice gemacht, ja. Juh. So, also einen Tag weiter, am 15. Februar am 2 hat Williams ihr Auto online veröffentlicht. Und ja, bei Williams weiß ich nicht. Also im ersten Moment, als ich das Auto gesehen habe, dachte ich so, okay, ja, ist easy, weißt du so. Und dann nachher aber, als ich dann Bilder in Barcelona gesehen habe, wie das Auto gefahren ist, habe ich gedacht, so, das Auto sieht doch noch schön aus. Also gerade so das Blau, das sie genommen haben, habe ich noch recht schön gefunden. Klar, die Bilder, die man auch wieder gesehen hat in der Präsentation, sind ja auch Renderings gewesen. Ist aber, glaube ich, sogar noch, gerade an dem Tag sind sie ja in Silverstone gewesen, sind ja mit einem echten Auto noch gefahren. Ja, ich weiß nicht. Also, das Auto, ich habe das letztjährige Auto auch nicht so schön gefunden. Es war okay gewesen, aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich finde jetzt den Frontflügel, den sie noch drauf haben, relativ schön. Aber sie haben sich da bei den Renderings, die vorgestellt wurden, sind natürlich schon extrem stark an dem Promo-Auto von der Formel 1 orientiert oder das Design gemacht eigentlich. Aber rein so von der Farbe her und von den Bildern, die ich noch im Kopf habe in Barcelona, würde ich im Williams schon ein 6 von 10 geben. Puh, okay. Ja, 6 ist... Da wären sich auch wieder die Geister scheiden. Ich sehe es ganz anders. Ich habe bei den Renders schon bin ich ein riesen Fan geworden von den Diamanten hinterher. Relativ geile Idee, finde ich. Wirklich nachher aber da, dass du verschiedene Farbtypen hast, finde ich cool. Und verschiedene Blautöne auch. Und ich habe schon bei den Renders zuerst gedacht, es ist ein bisschen too much, wo am Passieren ist. Aber wo dann die ersten Fotos von der Strecke gekommen sind, habe ich wirklich, muss ich sagen, also Williams hat es in meinen Augen wirklich aus dem Park rausgehauen. Wirklich sehr eine schöne Livery. Die roten Touch sind mir am Anfang haben mir die gar nicht gefallen. Auf der Strecke, finde ich, sehen sie besser aus. Ist aber auch trotzdem eigentlich mein einziger Kritikpunkt. Ich finde, dass die roten Touch zu viel sind. Man könnte sie drinnen lassen, muss aber nicht unbedingt sein. Aber für mich ist die Livery wirklich sehr nah an Perfektionismus. Und wenn wir dafür halbe Punkte geben, gebe ich ihm ein 9,5 von 10. Okay, krass. Weil, wow. Also ich finde vor allem, oder ich muss es so sagen, ich war so enttäuscht ab dem 2019er, nein, 2020er
Williams. Ich habe das so hässlich gefunden. Der 21er habe ich gerade beim Release auch katastrophal gefunden. Gegen Ende jetzt gefällt er aber immer mehr, desto länger das ich ihn sehe. Aber was mich einfach schon lange stört, ist, dass Williams, seitdem sie die Martini-Sponsorship verloren haben, wieso keine Identität mehr hatten. Oder es ist nie so wirklich so, was ist Williams, oder? Und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie mit dem jetzt, das mal auf dem könnten sie aufbauen, mit diesen Diamanten, mit dem dunklen Blau, das sie jetzt haben. Ich finde, das könnte für mich das neue Williams sein. Von mir aus Also, die Livery ja, fast perfekt. ja, also die Diamanten ist einfach eigentlich nur das Williams-Logo nochmal einfach ein bisschen schattiert, anders im Fall. Wenn du es genau anschaust, ist es W. Und das darstellen das halbe W. Ich sehe einfach Diamanten. Ja. Aber es sollte eigentlich ein W darstellen im Fall von der Seite her. Wenn du von der ja, Seitenansicht ich schaust, siehst du, dass es ein W soll darstellen. Ich finde das Ja, also eben, es hat auch ein Journalist hat ja gemeint, der in Barcelona war, eben, dass das Williams Blau in echt anders rüberkommt als auf den Bildern. Das glaube ich gerne, dass es wird so sein. Aber ich würde ihm gleich nochmal ein 6 von 10 geben. Also ich bleibe bei meiner Meinung. Also am Anfang habe ich ihn nicht so schick gefunden. Jetzt, als ich ein paar Mal das Auto gesehen habe, habe ich ihn doch ein bisschen schöner gefunden. Aber ja, für ein 9,5, das ist für mich... Ja, das wäre für mich ein bisschen too much, muss ich sagen. Glaube ich. Jedenfalls kommen wir weiter. Wir gehen wieder Richtung Italien. Und zwar am 17. Februar am 2 hat Ferrari ihr Auto veröffentlicht. Und dort, also mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade vorab. Das Auto hat mich am Anfang gerade ein bisschen geflasht, so viel sage ich mal. Aber ich werde jetzt zuerst mal den Gabo mal reden lassen. Ich möchte jetzt mal wissen, was er jetzt zum Auto sagt. 10 von 10. Ohne Diskussion in meinen Augen mit Abstand schönste Auto auf Track. Nur schon das Design ist innovativ. Ich liebe es, dass sie ein dunkleres Rot genommen haben. Und es erinnert mich einfach an die, was ist das, 1992er Ferrari? Ja, so Ende 80er, Anfangs 90er Ganz sind sie genau. mit eigentlich dieser Farbkombination gefahren, schwarzer Frontflügel und schwarzer Heckflügel. Und ja, genau. Ich finde, das ist die perfekte Kombination an Schwarz und Rot. Ich finde die kleinen Details, die sie überall haben am Auto geil. Ich finde, die bei den Wheelcovers, oder nein, es ist aber nicht die innen für sind, haben sie noch so einen gelben Streifen drauf. Das 75 mit der italienischen Flagge. Ich finde, die Logos sind sehr gut platziert. Ich finde, die Nummern sind perfekt für das Design. Wirklich. Also, ich muss schon sagen, als ich die Overalls zuerst gesehen habe, ich glaube, da habe ich dir auch geschrieben und gesagt, ach du Heilige, was kommt echt jetzt? Ja, McDonalds-Mitarbeiter, McDonalds-Verkäufer, ja. Irgendwie gesagt, haben sie einen neuen Supermarkt auf, da irgendwie einen Super Ferrari-Shop oder so. Aber wirklich, das ist, in meinen Augen ist das die Definition von Badass. 10 von 10. Ich finde, man könnte nichts besser oder schlechter machen bei diesem Auto. Ja, also ich schließe mich da mal deiner Meinung an. Das Wunder, wir sind mal der gleichen Meinung. Also ich finde auch, der Ferrari, der hat mich so... Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, wo sie ja da den Sponsor wieder veröffentlicht haben, der Santander oder wie er heisst da, wo ja eigentlich mehr das Auto in weiß hat, also weiß-rot eigentlich. Ich dachte, wieder so richtig 2017, 16 so dort. Die Autos habe ich aber alle nicht so schick gefunden, muss ich ehrlich sagen. Und dann gehe ich so gemütlich auf Instagram gesehen, so der Ferrari, dachte mir so, oh what? Und dann ist so richtig so, dachte so, Alter, nein, das kann es nicht sein. Und dann habe ich ein paar Bilder gesehen und dann der Sidepod. What? Der Sidepod. Was haben sich die dort überlegt? So eine riesige Delle drin und dann mit diesen Kiemen drüber. Es sieht einfach so geil aus. Und auch ein dicker Props an den Designer vom Frontflügel. Also der sieht so geil aus vorne. Die Nase, also die Spitze von der Nase vorne, wo einfach eckig und spitzig ist und nicht rund, wie es die anderen Teams meistens gemacht haben. Es ist einfach komplett einfach ein anderes Auto gegenüber die anderen Fahrzeuge, die rum sind. Und darum auch für mich, also in meinen Augen auch 10 von 10. Definitiv. Also für mich das Auto, wo von den Präsentationen wirklich das Schönste war bis jetzt. Also wo wir gesehen haben. Also bis jetzt, das sind ja schon alle draussen, aber das Schönste ist, wo rausgehauen wurde.
Definitiv. Ah ja, definitiv. Im Frontflügel hoffe ich, dass sie das aber auch so beibehalten, gell? Weil die Ja, sind das eben. einzige Team, das die unterste Plane noch connected haben. Es könnte aber schon noch sein, dass sie das noch verändern, weil es ist natürlich schon besser, wenn du einen besseren Airflow hast unter dem Flügel durch und zwischen dem Flügel durch. Ja, aber nichtsdestotrotz, also wirklich besser kannst du es nicht machen. Ich habe auch gemerkt, dass kommt ein weiß-roter Ferrari. Ich habe mich voll darauf eingestellt, aber das ist wirklich Perfektion. Ja, also auch wenn sie den Frontflügel wieder ändern, ich würde gleich bei einem 10 von 10 bleiben, weil einfach schon eben die Anspielung, sage ich jetzt einmal, auf die Ende 80er, Anfangs 90er Autos, die eben rot-schwarz sind, wie wir es schon vorher hatten. Also es sieht einfach gut aus und auch mit dem roten Farbton, es passt einfach so gut und darum für mich wirklich das schönste Auto von allen Autos, die vorgestellt worden sind in der 22er Saison oder für die 22er Saison. Ja, dann gehen wir weiter zu Mercedes, wo einen Tag später nach Ferrari um 10 Uhr morgen ihr Auto vorgestellt hat und sieh mal an, sie sind wieder silbrig geworden, also die Silver Arrows sind wieder zurück. Und ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, dass Ineso, oder wie die Marke immer heißt, Enos heißt Ineso. Ja, mein. Jetzt kann ich das Wort nicht mehr sagen, perfekt. Ineos. Ineos, genau, jetzt eigentlich kann ich sagen, dann wieder nicht mehr. Ineos, aber einfach das über den wo die Luft oben reinkommt, eigentlich über dem Fahrer, das ist ein bisschen zu gross, finde ich. Und auch am Frontflügel plus auch am Heckflügel. Am Heckflügel ist eine Katastrophe. Wieso macht man hinten am Heckflügel, also nicht innen, wo Petronas steht, sondern hinten am Heckflügel, rot? Also das passt gar nicht aufs Auto, in meinen Augen. Ich finde das Auto an sich finde ich noch fancy, finde es cool, weil es wieder silbrig auch ist. Viele sind eigentlich anderer Meinung. Viele haben gesagt, sie finden das schwarze Auto besser. Ich habe das silbrige Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen vermisst. Und auf den Renderings, also ist auch wieder ein anderes Auto natürlich abgebildet gewesen, als das effektiv auf der Strecke war. Ich weiß gar nicht, haben sie den roten Stern gelassen? Weißt du das gerade? Der Mercedes-Stern, der rote? Jein. Sie haben einen kleineren roten Stern näher am Cockpit noch gemacht, der aber nicht die gleiche Dimension hat wie die hinteren. Okay, aber sie hat ihn gleich noch drauf. Das finde ich ein cooler Aspekt, eigentlich noch, dass man da wirklich noch an Niki Lauda denkt, wo halt wirklich das Team sehr geprägt hat. Und ja, ich würde Mercedes ein 5 von 10 geben. Ich finde ihn okay. Ich finde es cool, dass er wieder silbrig ist, aber ich finde gerade die Rottöne finde ich ein bisschen fehl am Platz, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein bisschen zu viel. Es ist wirklich too much, finde ich. Ja, also da sind wir jetzt auch wieder mal sehr ähnlich unterwegs. Also die Ineos, ich finde nur schon der Fakt, eben, dass das Rot jetzt ein bisschen knalliger geworden ist, passt überhaupt nicht. Wenn der Heckspoiler schon rot machen willst, dann sicher nicht bis runter. Die haben irgendwie bis runter das Rot durchgezogen. Das finde ich ganz grusig. Schau, ich finde es auch geil, dass sie wieder zurück zum Silber sind. Ich habe schwarz auch gefühlt und wirklich ich werde es vermissen. Ich habe es richtig badass gefunden. Aber Pluspunkt für das, dass sie zurück zum Silber sind. Muss ich jetzt wirklich sagen, jetzt so ein bisschen im Nachhinein, ich finde es geil. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, ist, wie das Petronas integriert ist. Also vor allem auch Petronas Farbe. Eigentlich so ziemlich meine Lieblingslivery war 2019, wo der Streifen hier, der Petronas-Streifen, dort hat er so einen Übergang gehabt. Er war innen fast weiss und dann nachher so ein bisschen teal geworden, oder so fließend gewesen. Und jetzt ist es einfach da der eine Blockstrich. Das habe ich schon beim 2020er nicht schön gefunden. Ich finde es jetzt immer noch nicht schön. Ich fände es wirklich geil, wenn sie dort wieder ein bisschen oldschool würden sein. Ich finde Mercedes-Sterne viel zu gross hinten drauf. Und ich finde es auch schade, dass sie nicht wieder so eine weißt du, so ein bisschen halb-halb gemacht haben. Hinter schwarz und nachher ein Gradient für so einen Übergang wieder. Plus, man muss ja gleich so sagen, am 21. Saison haben sie ja AMG drauf gehabt, keine Sterne. Das ist eigentlich wieder ein älteres Design sozusagen. Es sind ja AMG überall immer drauf gehabt. Genau, also es gibt Pluspunkte für das, dass sie weg von dem AMG sind. Es gibt Pluspunkte für das, dass sie
wieder Silber geworden sind und trotz diesen Pluspunkten oder gerade wegen diesen Pluspunkten länger es knapp für ein 4 von 10 in meinen Augen. Also, Okay. ich finde es wirklich eines von der grusigsten Autos auf dem Track. Gut, zum grusigsten Auto kommen wir wahrscheinlich jetzt. Also, sage jetzt mal so in meiner Meinung noch. Und zwar am 21. Februar hat am 6:30 Alpine ihr Auto vorgestellt. Und ich weiß nicht, was sich die dabei gedacht haben. Also, klar, BWT ist neuer Titelsponsor für Alpine und dementsprechend sehr präsent auf dem Auto. Jedoch finde ich die Kombination aus Pink und Blau jetzt gar nicht schön. Es gibt viele Leute, die es cool finden. Ich bin jetzt gar nicht dieser Meinung. Ich finde es gar nicht schick. Alpine wird ja die ersten 2 Rennen das Auto komplett in Pink haben. Muss ich wiederum sagen, habe ich das Auto gefällt mir das Auto fast besser, als wenn es blau und pink gemischt ist. Und sonst, ja, sind auch die Kiemen drin. Das Auto sieht eigentlich vom optisch finde ich das Auto nicht mal so also von der Form her meine ich, also jetzt nicht optisch von der Farbe her, sondern von der Form her finde ich das Auto eigentlich nicht einmal so hässlich. Ich finde es eigentlich noch schick und schön designt, aber ja, einfach die Farbwahl, also nein, das Auto holt mich jetzt gar nicht ab. Darum 2 von 10. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sogar den Haas noch schöner. Ja, also ich stimme dir komplett zu. Also BWT scheint einfach irgendwie so Könige sein von im letzten Moment noch irgendetwas reindrücken. Und das spürt man einfach in dem Design. Dass BWT noch ganz kurzfristig dazugekommen ist, das merkst du einfach. Ich finde, Blau und Pink würde funktionieren, aber nicht das Pink und das Blau. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn stimmt. von der Struktur her, wie es integriert ist. Von vorne sieht es einigermaßen okay aus, weil dann fast nur blau siehst. Nein, also da für mich alles 2 von 10. Ich definitiv schon Schlimmeres gesehen, aber die Livery, die sie die ersten 2 Rennen werden haben, sieht besser aus. Immer noch nicht genial, aber besser. Also was mich einfach, ich finde, die grösste Schande ist, dass sie so viel Rot und noch Grün, das ist einfach wie zu viel, weißt du? Zu viel, was passiert. Du hast das Mapfre, wo vorne drauf ist, das passt überhaupt nicht zum Pink dazu. Nachher das Gastrol hat noch Grün. Also da muss ich wirklich sagen, da hätte ich noch lieber gehabt, dass Gastrol irgendwie einen grösseren Anteil gehabt und man dann wieder so wie die Special Livery, die sie in Katar hatten, wo es grün hinter war, das finde ich dann noch schöner. Aber also ich finde es wirklich ein absolute Abomination of a Livery. Wirklich ganz, ganz grusig. Ja, sehe ich. Also ich sehe es auch so. Es ist einfach ein bisschen überladen. Das ist so, definitiv. Aber das rein Pinke, also wäre es die ganze Saison so gefahren, wäre es natürlich wieder so wahrscheinlich voll eine Anspielung gewesen auf das Racing Point, wo sie früher hatten. Und wahrscheinlich hätte es das auch gar nicht wollen, weil man sich wahrscheinlich mit dem damaligen Racing Points Auto verwechselt hätte. Darum fahren sie wahrscheinlich die ganze Saison nicht pink, nehme ich jetzt mal an. Ja, aber, macht Sinn. Aber who knows, was sich die dabei gedacht haben. Aber wir kommen jetzt noch zum letzten Auto und muss man schon ein bisschen sagen, es war ein bisschen eine Überraschung, das letzte Auto. Und zwar am 27. Februar, also nach dem Barcelona-Testtag, muss man an dieser Stelle sagen. Am 9. Uhr morgen hat noch Alfa Romeo ihre Livery vorgestellt und da bin ich wirklich positiv überrascht gewesen. Also Alfa Romeo hat jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich immer Autos rausgehauen, die ich jetzt eigentlich nicht so speziell gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Sie sind schön gewesen, aber ja, jetzt nicht so, dass ich sagen so, okay, ist jetzt ein riesen Augenschmaus oder so etwas. Aber dieses Jahr haben sie wirklich ein schönes Auto rausgehauen. Wir haben es ja im ersten Podcast schon ein bisschen angesprochen. Ich finde immer noch nach wie vor sehr schön. By the way, dort haben wir ein bisschen in Kabis gelabert. Ich habe gesagt, hinten, dass Alfa Romeo ausgeschrieben ist. Und du hast gesagt, auf dem Heckflügel. Ich habe aber eigentlich das über den Sidepods gemeint.
neben dem Kleeblatt. Ja, das habe ich eben auch erst nach dem Podcast gecheckt. Okay, gut. Ich finde aber beides auch hure geil. Ja, also ich finde das ausgeschriebene Alfa Romeo einfach über dem Sidepod finde ich ja so schön. Das gefällt mir brutal. Und auch das Rot-Weiß, wie das getrennt wird, mit einem schwarzen Streifen, was übrigens auch Alpha Tauri hätte können machen, wenn wir wieder bei dem Stripe sind. Wäre vielleicht nicht mehr so eine blöde Wahl gewesen. Das Allen finde ich eigentlich auch noch easy reingebracht. Ist jetzt nicht so störend. Und hat eben Drahtdeckel rot-weiß. Endlich mal jemand, der das noch ein bisschen ausgenutzt hat, dass man dort jetzt auch noch mal ein bisschen Fläche hat, um etwas draufzumalen. Sieht einfach schon sehr schön aus. Das Heck hat ja hinten wieder die italienische Fahne. Ich glaube, es vorher auch so gewesen, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, oder nicht? Ist nicht gewesen? Nein. Jedenfalls. Das ist ja der ganze Heckflügel ist jetzt so eine italienische Flagge. Ja, also finde ich cool, dass sie das so machen. Und der Frontflügel sieht in meinen Augen auch recht schick aus, auch die Nase. Finde ich, das Auto, wie es designt ist, finde ich eigentlich auch wirklich sehr, sehr schön. Und darum würde ich eigentlich sagen, ist das Alfa-Auto, also das Alfa Romeo-Auto für mich eigentlich das zweitschönste designte Auto, das vorgestellt wurde. Darum würde ich immer ein 9 von 10 geben. Okay. Ja, also man kann es nicht belügen, es ist ein absoluter Augenschmaus, das Auto. Ich finde, es ist alles sehr gut abgestimmt. Du hast dort, wo du Platz lassen hat es Platz gelassen. Es funktioniert gut mit der Form. Da hatte ich ja noch ein bisschen Schiss gehabt zuerst. Wo wir nur die Renders gesehen haben, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es mit der Autoform zusammen wirklich passt, weil es ja doch relativ Kontrast ist eigentlich. Aber ich muss auch sagen, also ich finde, da haben sie es wirklich fast perfekt gemacht. Vorne für die Nase finde ich eigentlich sehr gut. Viele haben gesagt, das sieht aus wie so ein Fingernagel. So, das ja, schon ein bisschen, ja. Jetzt, was du sagst, ja. Brutal, ja. Aber was ich wirklich muss sagen, ist, das stresst mich ein bisschen. Zwei Sachen. Das Dings Alfa Romeo Logo vorne für in Rot. Ich habe es viel schöner gefunden. Die Grösse ist tiptop, aber in der Originalfarbe mit dem Grau und Grün und Blau und alles drum und dran. Fände ich viel schöner. Und ich verstehe nicht, wieso das Orlen so bissig drauf ist, dass ihr Rot einfach ihr Rot ist. Wieso könnt ihr nicht einfach auf das Bordeaux-Rot auch absteigen? Es muss unbedingt anders sein. Und ich habe dem ja zuerst ein 9 von 10 gegeben. Obwohl ich jetzt immer noch davor schwärme, die beiden Sachen stressen mich relativ fest und rutscht wegen dem auf ein 8,5 runter. Aber trotzdem wirklich mit Abstand eine der schönsten Deliveries auf dem Track, ohne Diskussion. Ja, also ich finde es auch immer noch nach wie vor ein schönes Auto. Und eben auch gerade da, wo du sagst, wegen dem Rotton, ja. Ich bin gespannt, wie es. Also, ich sage mal so, die Autos sehen immer auch ein bisschen anders aus, je nachdem, wo man fährt. Welche Strecke, vor allem auch in der Nacht, wird es nicht speziell sein, wie die Autos aussehen. Aber ich stimme dazu, ein Ticken dunkler hätte dürfen sein, der Rotton. Ein bisschen dunkler. Aber ja, eben. Sponsoren haben leider immer einen recht grossen Einfluss auf Sachen, die in der Formel 1 passieren oder auf die Lackierung, die in der Formel 1 am Schluss auf den Autos drauf ist. Ich meine, wenn wir zurückdenken an Williams, wo die Zigarettenmarke Camel hatte, das Auto war eigentlich oben durch gelb. Eigentlich sogar ganz gelb. Ist das noch Williams gewesen? Für eine Saison, ja. Ist Williams ganz gelb gewesen. Ja. Also eben, die haben, wenn die genug Geld reinpumpen, dürfen die fast alles bestimmen. Das ist halt einfach leider so. Aber gut, dann würde ich mal sagen, haben wir alle Autos angeschaut, die präsentiert worden sind für die Saison 2022. Ich denke, wir sind beide sehr gehypt auf die neue Saison. Und falls ihr Bock habt, gerne mal ein Teil sein von diesem Podcast, joint doch gerne in den Discord-Server rein. Die können dort unter dem Textkanal Unsafe Release Podcast eure Fragen, eure Meinung auch natürlich, oder auch ein Thema, das wir diskutieren im Podcast hineinschreiben. Und dann schauen wir das gerne an. Und dann würde ich sagen, wäre es das für heute. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder im nächsten Podcast.